Guten Morgen, Kind alle. Ik heet je hier alle hartelijk welkom zu dieser Morgenversammlung. Und wir wollen wieder gehen in onze Serie von der Bergpredigt in Matthäus 5. Und wir sind nu bij Vers 13 bis 16 angekommen. Wir wollen dort durch der Bett aufnehmen, dat als dat Salz en dat Licht, dat dit nou een datzelfde ding aan. So, wenn wir uns den Text mal überlesen, Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Je sind das Salz auf die Erde. Wenn aber das Salz den Geschmack verlässt, wer kann dort wahre salzig merken? Das ist dann zu nichts zu brücken. Je können dort bloß noch ausscheiden und von den Menschen verklungen lassen. Je sind das Licht für diese Welt. Das ist allmählich eine Stadt zu verstärken, der auf den Bau liegt. Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestellt die dann unter einen Armer. Der wird doch auf einen Lampenhüller gestellt, dort durch vor allem im Haus Licht ist. So lässt jün Licht für die Menschen schienen, dort soll jene gute Worte sein und jün Führer im Himmel dafür loben. Das so wird ans Tags von dir. Wollen wir mit dem Gebet anfangen. Lass ihr recht davor, wir kommen hier für dich und wir danken dir für diese Morgenstunde, die uns hier gegeben hast, und ganz besonders Dank für dein Wort, die uns hier gegeben hast. Aber Herr, wir sind nicht so verständig, dass wir das uns selbst verstehen können. Und wenn wir noch würden proben, dann würden wir das auch recht verstehen. Du wegen bad wie, dass du machst uns Verständnis auch da in unsere Harten aufmerken. Dass wir kicken, was du wirklich sagst. Und Herr, musst du der Anleiter sein hier von dir an, in dein Wort reden geben, dass dir das gefällt. Musst du nicht lassen, dass hier was Falsches wird kommen. Aber bloß nicht dein Wahl noch, nicht dein Wort noch, nicht deine Wahrheit noch. Himmlischer Vater, musst du das verdienen, gerade ihr in dein heiligen Namen down, in Jesus' Namen berichtet. Amen. So, hier sehen wir dort, wir reden hier von Salz und wir reden hier von Licht, was Jesus hier redet. Er sagt, je sind das Salz auf die Erde. Er sagt nicht, je sollen proben, Salz zu sein. Er sagt nicht, je sollen noch mal ein Tag Salz sein. Er sagt, je sind die. Je sind dort. Er sagt, wann aber das Salz den Geschmack verlässt, dass der Wort hier so, was hier gebraucht wird, das ist ein einziges Wort, und ich weiß nicht, warum die niedere Bibeln, die haben das alle diesen Zweig übersagt, dass wenn das Salz den Geschmack verlässt. Und die alle Bibeln reden nie nicht davon, dass Salz Geschmack verlieren wird. Ich will nicht mal eine ältere Bibelvers, das ist von der Lutherbibel, von der älteren Version, überlesen. Muss sein, dass wir ein bisschen was machen da. Aber ich tu weit nicht go, ich tu weit, dass Trainer das alle Griechische noch, weil was muss sein, als wie nie auf einmal hast dich anfangen, anders zu verstehen, und erst das wörtlichste Staat, von was du reden wird. Wenn wir mal, wer du die Hochdeutsche Bibel hat, das ist Vers 13, das sagt es das, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz dumm wird, womit soll man's salzen? Es ist hinfort zu nichts nützlich, denn dass man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. So, das ist, was die ältere Lutherbibel sagt. Wenn das Salz dumm wird, was will ich damit sagen? Nou ja, dann müssen wir zurückgehen und gucken, was würde du haben wollt mit sein? Was vom Wort haben du gebraucht? Und das griechische Wort, wo das hier redet von, die niedere Version ist, die reden alle. Ich habe das Englisch, Spanisch, alles neu sein. Die haben einfach, die niedere Version ist, haben alle, die reden von den Geschmack verlieren. Und das Wort, griechische Wort, was du gebraucht wird, das ist Moraino. Das ist das 34, 71 Wort, ab Griechisch, das ist Moraino.
Naja, da müssen wir kijken, wo die das Wort noch haben, was haben die das Wort gebraucht. Das Wort Moreno wird viermal im Neuen Testament gebraucht. Da wird hier in Matthäus 4, Vers 13 gebraucht. Da wird in Lukas 14, Vers 34 gebraucht. Da wird in Römer 1, Vers 22 gebraucht. Und da wird in 1. Korinther 1, Vers 20 gebraucht. Du waren die, naja, ich sehe nicht so häufig gelehrt im Griechisch, dass ich weiß, wann das Wort, das selbe Wort wird mit einem anderen Termin geschrieben, mit einem anderen Anfang und mit einem anderen Ende, wie viel anders meint er das dann? Und da kann ich ihn nicht hinleiten, das hoffentlich, weil wir Luther vielleicht noch mal wieder dahin kommen. Aber anyway, was wir wollen sagen, ist das, was meint das Wort Moreno? Auf Englisch, wenn wir das bei den Dictionary wenn wir dort kijken, wat die dort haben, das wird es dit sein. To make foolish. Show one foolish. Das ist, wenn du, das ist so ist in der Vergangenheit, nicht? Wenn wir nie würden sagen, aktuell, to become a fool. Or be made a fool. Wir würden mal sagen, und dann kann es überhaupt noch die Bedingung haben, dass wir kein saltlos sein. Oder schmacklos. Da kann es auch bedienen. Naja, wohnt wird dann das rechte Wort sein, was hier soll gebraucht werden. Und das kriegt, was wir uns wollen von dir besäuen. Wenn es in Römer 1, Vers 22, du wird das dit gebraucht. Das selbe Wort. Aber du mal handblättern dann, Römer 1, Vers 22. Sei juiven verwes zu sein, remuten sich selbst zu nur. Das ist das selbe Wort. So juiven verwes zu sein, über mir und sich selbst zu nur. Or auf Englisch, they became fools. Professing themselves to be wise, they became fools. Und an 1. Korinther 1, Vers 20, du redest auch von, dass Gott hat, du redest Paulus von, Gott hat die Klugheit von den Menschen zu neu gemacht. Das sagt, das ist das. Wo sind die Klüge? Wo sind die Gelehrten von der Schrift? Wo sind die weltlichen Verse in dieser Zeit? Hat Gott nicht die Weisheit von der Welt zu Asien gemerkt? Und das ist hier lang nicht reich, auf Plottisch übersagt. Lang nicht reich. Lass mich doch mal auf Englisch lesen. Where is the wise? Where is the scholar? Where is the brilliant debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Und das Wort hier so, has not God, das ist das selbe Wort. Moreno. Was du es noch aufhör. Und so, das hat eine Bedienung, wo ich ihn hier nicht ausleihen kann. Aber anyway, was du sagst, ist, hat Gott dort nicht alle zum Neu gemerkt. Die Glücke von dieser Welt hat er nicht alle zum Neu gemerkt. So, mit dort im Sinn, da wollen wir diese Vers noch einmal lesen. Matthäus 4, Vers 13. Je sind dort Salz ab ihr. Wann aber das Salz den Geschmack verlässt. Die älteren Schriften sagen, wenn das Salz so dumm wird, in die griechische Übersetzung, die untersteht uns dadurch. Wenn das Salz so dumm wird, wer kann das dann wahre salzig machen? Was ist das dann das noch zu brauchen? Das ist dann zu nichts zu brauchen. Die können dort bloß noch entscheiden und von den Menschen verklingen lassen. Und so, was wir müssen verstehen ist,
Gott hat uns hier von Ursache an, und wegen einer einzigen Ursache. Er sagt, je sind das Salz. Je habt hier was zu tun. Je sind hier für eine Ursache. Naja, nu wollen wir ein klein bisschen zurückgehen, und nu wollen wir mal ein klein bisschen kijken, zu wem sagt Jesus das? Der Boy predigt. Predigt hij dort te alle Völker, er predigt hij eerst te het volk Israël. Predigt hij te de Juden. Und der Boy predigt wordt te de Juden gepredigt. Und er wordt veel zo gezegd, ja, je zijn die. So. Want hij zegt, je zijn dat zal op de eer. En dat wordt te de Juden, er te het volk Israël wordt dat gepredigt. Je zijn dat zal. Wat we er opgaan, wat zal dat zal doen? Wel, wanneer we dan worden teruggaan, we moeten kijken wat het bedoelt zal zijn in het Oude Testament. En we worden later nog, wanneer we onze tijd uitreiken van daar, waar we kijken, wat is dat dan zal zijn in het Nieuwe Testament. Maar we willen kijken, wat wir dat zal zijn im Oude Testament, im Oude Bund. Dat vangt al in 1. Mose 12 an. Want dat zegt, de Herr zei te Abraham, verlaat dien land, dien lied, en dien voer zijn huis, en go in een land, dat ik die wezen wil. Ik wil van die een groot volk maken, en ik wil die zegenen. Ik wil die noemen wiet bekend maken, en die wordt een zegen zijn. Maar dat is het derde vers, dat is wat ik aan wil. Dat is 1. Mose 12, vers 3. Ik wil die zegenen, die zegenen, en ik wil een vlucht op die brengen, die een vlucht op die brengen. En door die worden alle velden op de eerd gezegend. So deze profetie hier, wat God Abraham gaf, die dienen naar een einzig ding. Naar een einzig ding. En door die worden alle velden op de eerd gezegend worden. Wem fehlt een klein beetje verständnis, om dit niet begrijpen, dat dit niet Jezus wezen dat. Du wordt naar Rara komen, en daar wordt de ganze eerd gezegend worden. Hier vangt dat aan, wo God Abraham brukt als zout. En wat dat zout? Zout dat dingen bewaren. Dat het niet slecht wordt. Dat het weer is. Dat het bewaren dat. Oké? En Jezus zegt hier, je zijn dat zout. Je zijn dat zout. En God proeft dat zout nog niet even gewas wordt. Wie dat wenigstens zou zich willen zout te zijn? Er weer dat wens God zich wil Abraham als zal te brukken. En dan zijn nu komen. Nu willen we maar een klein beetje weer kijken, wat duidt dat zal im Oude Testament. 1. Mose 17. Wat dan? Want God had te Abraham gezegd, durch dien nu komen, du wirst als ein nu komen, wie dat gemeint. En wat dan, wanneer de mens zijn arm uitstrakt, en grobbelt mank wat God gezegd hat, wat hij wil doen, wird Gott daar dan zijn plan ändern. Op keinen Weg. Hij blijft vast op dat staan wat hij gezegd hat. Dat zal, dat krijgt dat wat dat zal. En dat we dat bewaren wat God bestemd hat te bewaren. Wenigstens, wie weten dat Abraham, wanneer dat ook wat tegenspreekt, en Abraham gelooft God, en dat wordt allemaal gerechtigheid uitgereikt. Nou ja, hij gelooft zoveel dingen. Hij denkt uit zijn vorige landrit. Hij doet al deze dingen, maar immer hoort zich in het versen aan, zei we dag nog door als een anvertrouwen op God. Dus van Abraham moest zijn hand uitstrekken, en God te schrik houden, dat hij dag nog moet hem zien kan. En God wil ze hier in hand, Abraham wil ze hier in hand, dat den plan wat hij had halten God durchführen, dat zal God dan ook anerkennen. En dat vinden we in 1. Mose 17, vers 18, wanneer God nu kwam te Abraham zijn, du en Sarah waren nog een zin gaan. Dat we allemaal veel te oud wat hij weet, om daar nog een zin gaan.
liegt anscheinend dat, ich weiß nicht, Hebräer redet von, hij juist nicht nur im Glauben. Wann hij dat sagt, hij wil zijn Gott is dood, en Sarah, ihr Mutterlief al kein Leben nicht hat, wie keine Möglichkeit. Und hij leidt doch nicht nur im Glauben. Aber entwaschen sei wieder noch, du hast in Zweifel gewas. Du hast was gewas, was Abraham will haben, Gott soll dort anerkennen, was Abraham entwaschen hat, du manche Flacht. Aber Gott kommt zu Abraham sein, die und Sarah waren in Sehen haben. Und dann fällt Abraham da lang durch und sagt er, und Abraham sagt zu Gott, wenn du doch Ismael aus meinen Aufkuss haben. Das ist 1. Mose 17, Vers 18. Und Gott sagt, nee, deine Frau Sarah wird einen Sohn haben, den sollst du Isaac nennen. Ich will meinen Bund mit anmerken, dass es ein ewiger Bund ist mit seinen Nachkommen nur an. Gott ändert nichts, was er sich übergeteilt hat, was er vorher geplant hat, was er die Welt den Grund legt, was er dann al geplant und sich geteilt hat, das führt er durch. Das ist ein Don't, was ein Mensch darauf mangt. Hier sei wie ein Wirken von Salz. Der bewahrt dort, was Gott geplant hat. Das Salz dort, was das wird. Naja. Und dann sei wie dort, dass Isaac wird geboren. Das Gott das geplant hat. Das wird eine Überraschung für Abraham, das wird eine Überraschung für Sarah. Aber dann hast du aber noch wahrer, wo das Salz wieder wirken wird. Da waren von Isaac und Rebekka, waren Jakob und Esau geboren. Und du sei wie wahrer. Du hast eine Linie, wo das Salz abbewahren wird, und das ist durch Jakob. Und dann die Familie ersehen, die jetzt ab Jakob, in 1. Mose 25 wird Jakob gewählt, Eva also. Und dann in 1. Mose 27, du jetzt die Familie ersehen, ab Jakob, even wenn das da hängen lässt passiert, und doch wie Gott sovereign über dort, dass alles dort passieren wird. Und dann in 1. Mose 29, wie Jakob seinen Plan, dass er will sich mit Rachel befreien. Das will Jakob seinen Plan. Und er tut auch. Aber nicht anders, als Gott seinen Plan wird durchgeführt worden. Und dann, wir wollten dass Judah, der wird von Lea geboren. Judah wird von Lea geboren. Wie dort Jakob seinen Plan, dass er will Lea zu früh haben. No, Jakob seinen Plan, wie dat hij wil Rachel te früh haben. Womöglich, als dat Gott sein Plan gewesen, dass Jakob bloß Lea würde nehmen. Aber danach, even wenn die Menschen einen anderen Weg geht, so wie dort Gott als sovereign über die Dinge, als er dort geplant hat, wenn wir wollten dort, von welchem Stamm Jesus geboren wird, und dort wie Judah. Und Judah wird von Lea geboren. Und dann sehen wir dort, wo das Salz wieder bewahren wird. Die ägyptischen König sein Plan wird, alle Jungs umzubringen, dass das Volk sich nicht wieder vermehren soll. Aber Moses wird bewahrt, dass er nicht verdrängt wird durch einen Rifa. Aber das geht noch so viel tiefer. Das Salz geht so viel tiefer, dass das Volk Israel bewahrt wird. Das geht noch so viel tiefer. Und ein von den geradsten Beweisen, von wo Gott dort bewahren hat, was er sich übergeteilt hat, das sei wie ganz besonders in Hesekiel 20. Ab Feuer so wie dort Gott sein Euer wie reut, über das Volk Israel zu kommen. Und Gott wie reut im Wesen, wo verlehen er wird, über ihre Sinn, wäre auf Gatterie. Aber er sagt, ich deut nicht. Wegen sein heiligen Namen.
Wat wir da hängen, wegen sein heiligen Namen, dass sein heiliger Namen würde wegen so heilig sein, als einmal, even wenn das Volk Israel hat, versteht. Was wir da hängen? No, du hast eine Linie durchhängen, was er bewahren hat, was er kommen wird, was er Abraham versprochen hat. Und so hier kann wir das sein, was das soll, der bewahrt das, der bewahrt das, der bewahrt das. Und dat Jesaja schreef dat in Römer 9, vers 29, da zei we dat, door waar Paulus zegt, Jesaja seine wird von te reden. Hij sagt, in Jeroen so als Jesaja gesagt hat, wann der Herr, der alles regiert, uns nicht wem hat überblieben lassen, te zoet, dann wir dort mit uns so ram gekommen als mit Sodom und Gomorra. Wenn der Herr uns nicht hat, wem überblieben lassen, te zoet, dann wir dort mit uns so ram gekommen als mit Sodom und Gomorra. Was will wir mit das sagen? Oder was will die Schrift von das sagen? Mira, das Volk Israel hat so grauf gesündigt als Sodom und Gomorra und war nicht nach euer. Und wenn Gott mit das Volk Israel so gemerkt hat, als er mit Sodom und Gomorra deut, wie er nach ganz reich gewesen, hat er gewesen, Gott als reich. Aber du wirst eine Ursache, warum er das nicht deut. Du wirst eine Versprechung, was Gott sich selbst gemerkt hat, dass der Rara wird kommen und der wir kreuz durch eine Linie geplant, wo die wird kommen, und wegen der Linie erzolven, Leute Gott wem überblieben, und dass wir kreuz die Linie. Und das ja lange Zeit zu studieren. Aber wenn wir mal gucken, dann, wofür und das Volk Israel so sehr gesündigt hat, und Gott leitet so eine große Strafe auf die kommen, aber kreuz die Linie. Durch das, was der Rara wird kommen, die bleiben immer ewig. Kreuz die Linie. Wenn auch Herden, wenn auch anteilbare Herden versteht werden, totgemerkt werden, aber kreuz die Linie, die wird bewahrt. Ich habe es nicht geschrieben. But for the sake of the promise line that leads to Jesus, God spared some. Wegen dat Versprechen sollen, Leute Gott, die Linie, was nicht Jesus leiden wird, von da wo Jesus wird aufstehen, die Leute ever. Du sagst, wie war was das soll das? Der bewahrt. Das soll bewahrt. Und so, was wird der Trouble immer? Das Volk Israel dreht sich immer weg. Und die wollen nicht so sein, als Gott ihn will. Sie wollen so sein als die Welt. Sie wollen so sein, als dass nur die Welt liegt in dort. Wenn wir wollen, dass Gott hat das Volk Israel apart rückgeraubt, zum ein Priestertum für sich sein. Sie sollen nicht so sein als die Welt. Sie dürfen auch nicht so schaffen als die Welt. Gott hat das gewesen, er fordert das sowieso. Und Gott segnet da, und Gott gibt dir ein Eten, wenn du auch keine Hoffnung wird für ihn. Gott weiß das. Die dürfen nicht so sein als die Welt. Die dürfen nicht so sein als die Welt. Die dürfen nicht so schaffen als die Welt. Die sind apart gesagt aus dem Priestertum. Aus dem Licht. Oder ganz besonders zu sein soll sein und jünd. Wenn es in 2. Mose 19, du Vers 5, du sagst es dort, wenn je nie horchen wollen, und das ist, wo Gott durch Moses das Volk Israel reden hat, dann hat er allwisse Gesetze gegeben. Er sagt, wenn je nie horchen wollen, nach dort, was ich sage, und je mein Bund holen wollen, dann wird je von allen Völkern ab Erde mein eigenes Volk sein. Wenn doch der ganze Erde mir gehört. Aber je wollen ganz besonders sein. Je wollen mein eigenes Volk sein. Je im Besonderen wollen für mich ein Reich sein, wo ein jeder ein Priester ist, und je wollen ein heiliges Volk sein, dort sollst du die Israeliten sein. Jeder einer von ihnen wird ein Priester sein. Die wollen ganz besonders, die wollen so sein, dass die Welt ihn euch versteht. Aber wie endet das gut? Wie das Volk Israel das gut? Weil in 1. Samuel 8 sagen wir, dass das nicht gut.
ist das so langweilig, Gott dein? I mean, bloß nie ein Priester sein und Gott dein und ab den verloren, mal dat Gott, dat Volk Israel loten hungrig worden, und dann die zu eten geben, dat sie dort sagen, von wo das Eten herkommt, dat sie sagen, ab Gott erst zu verloren, die wird ihn im Stärk loten, wann die Lehre ab ihr haltlos werden. All seine Dinge als dort, als für einen ungläubigen Mensch allmählich in uns dort zu leben, der segnet dann selbst ruht. Und das war wie in 1. Samuel 8 sein, Vers 4. Dann sammeln die Lehrer in Israel sich in Rama mit Samuel. Hier ist Samuel al alt geworden. Samuel wie ein Rechter. Samuel leidt das Volk durch viele Schwierigkeiten in Stahl. Lohnt war er dran, hat viele Kriegs gewonnen. Und sie sagen zu ihm, hör einmal, die warst alt und deine Sehens handeln nicht so als die Deutsch. Wir wollen haben, dass du einen König über uns bestimmen wirst. Dass wir ein König haben, so als andere Länder dort haben. Ich habe gesehen, wo das Volk Israel sich wegdrehen, der immer Ware haben, der dort all getan. Aber nie sagen sie, weil wir wollen bis Krieg sein, als gerne Länder. Wir wollen einen König haben, wir wollen so sein als die. Dort gefällt Samuel so schlecht. Und Gott selbst sagt, der hat euch die verschmähten, der hat mich verschmähten, so sie das noch einmal getan haben. Aber danach soll wir dort, Gott bewahrt diese Linie dort. Und so, wo wollen wir hiervon lernen? Dort das Salz, dort deut, zu was dort wird im Alten Testament. Das Salz hat Krieg dort getan, was das soll dann. Nu wollen wir zurückgehen nach unseren Tags. Aber wir nicht zurückgehen nach unseren Tags. Hier sagt es das. Die sind das Salz abgeirrt. Wann über das Salz den Geschmack verlässt, und dort wird wir nicht nicht mal brauchen. Weil wir dort nicht so brauchen, dass das in der Olle Schriften ist abgeschrieben. Wenn das Salz so dumm wird, zu was ist das dann wieder zu brauchen? Wenn Gott hat das Volk Israel, Gott hat Abraham wegen einer einzigen Ursache geraubt. Dort durch Arm, die nu kommen, wo der Rara kommt. Und so steht seine ganze Linie, das Volk Israel hat das eine Ding hatten sie, zu was sie hier wären. Sie wären wegen einer einzigen Ursache abbewahrt worden. Wenn sie hatten längst soll ausgeruht worden. Aber Gott hat ihn bewahrt und sie selbst lüden ab diesen Rara, wo du kommen wird. Sie selbst lüden du noch, dass das Rara wird kommen. Wir wissen noch, dass sie eine ganz rechte Anstellung, wo der Rara soll kommen und was der Rara wird tun. Du werden sie ganz im Dienst werden, aber für diese Hauptsache werden sie bewahrt worden. Das wurde am Jesaja sich wie auch zu sein, wenn Gott nicht hat wem Luten überblieben versucht, wie er mit uns herangekommen ist mit Sodom und Gomorra. Du wie keine Ursache, dass wir hier noch sollen sein. Und nu erst über eine einzige Ursache, worum sie hier sind, dass wir die Linie zu bewahren, bei Christus kämpfen. Und nu ist Christus da. Und nu war das die gestartet. Nu ist er da, man sehen fällt, das Johannes sagt, er kommt nicht die Singe, aber die Singe nehmen ihm nicht ab. Das all das Schwierige, was sie werden durchgegangen, all das, was sie immer wieder bewahrt werden, bet nu, aber der Rara durchkämpft, nicht den, was sie lüden. Und nu, wenn er durch endlich ist, dann starten sie den zu sehen. Dort ist die Ursache, worum Jesus dort sagt. Die sind dort Salz. Kijk mal terug. Gott hat geen gebraucht, jene Veräldern, um diese Land bewahren. Gott hat geen gebraucht. Und nu sehe ich hier,
Kimmel, ich sehe hier. Und wenn die so dumm sind, dass die mir nicht das Seed steiten tun, dann hat Gott kein Gebrück mehr verdient auf diese Erde. Wo das sein wir. Like, die haben einen Purpose hier auf dieser Erde. Dass wir das Land bewahren. Dass der Radar das erste wird nicht hinkommen. Dass wir alles tun, was die hier sind. Dass die ein Priestertum sind für Gott. Dass die die Erste sind, die das gute Nachricht verbreiten. Und wir wissen, dass das Evangelium wird von den Juden verbreitet. Das Evangelium, aber für wie viel? Von nur ein so kleines bisschen. Die Prozent von dem, was das Evangelium annehmen, als Jesus erst gestorben und abgestoßen wird, wir muss so klein und das finden wir schon da. Und das ist, warum Jesus das sagt. Das ist die Ursache, warum die hier sind. Das ist die Ursache, warum die sind bewahrt worden. Dass die Erste sind, diese gute Nachricht zu verbreiten. Und wenn die so dumm sind, dass die das nicht, was die so lange nicht gelehrt haben, das Seed steiten tun, dann sei ich nicht mehr zu bringen. Dann hat Gott kein Gebrück für ihn. Nicht wieder, er sagt, die können dort bloß noch ausscheiden und von der Lied verklingen lassen. Das ist, was die dann nicht noch sagen. Bloß, dass die waren vertrampelt worden. Und was dort passiert? Ja, das ist. Was passiert 70 Jahre nun? Ohne Jahr 70. Jerusalem wird grausam, so versteht. Die Juden, die waren in alle Länder verspreut. Und die waren vertrampelt von den Völkern. Wels soll Rara nicht anerkennen deuten. Und diesen Rara, wo sie so lange nicht gelehrt hat. Und nu zei je te zes niet te brengen. Maar wel we mal dat zal je aan ons afwenden. Te wat zijn we hier? Te wat heeft God de linie bewaard dat wat we geboren zijn? Te wat zijn we hier? We zijn hier wegen dezelfde oorzaak. Dat we daar zijn, wer du kijken dat wat God voor ons gedaan heeft. En dat verbreiden. Dat we zij zijn dafür, dass Gott uns nicht nur gerecht hat, als wir uns verdient haben, aber dass wir sehen, dass Gott, dass sein Blut uns bedeutet hat. Weil zwar nicht. Wenn wir uns Christen nahen, dann sagen wir, wegen der einzigen Ursache hier, dass das Evangelium durch uns wieder verbreitet wird, dass wir nicht die Great Commission streben, dass wir nur sein, dass mehr und mehr Menschen geraten werden. Und wenn wir dort das Seed steiten, dann hat Gott kein Gebrück mehr für uns. Außer wir noch waren rittgeschat worden und vertrampelt worden von der Welt. Und was von der Woche kann wir vertrampelt worden von der Welt? Was passiert, wenn Menschen das wahre Evangelium erst das Seed steiten, dann? Sie haben das all gesehen, was das wahre Evangelium sagt. Und sie gleichen dort nicht, und sie starten dort das Seed. Waren sie so hunig das Sieg gestartet, als das Volk Israel dann war, mehr mal noch nicht futz. Mehr mal noch nicht futz. Aber sie waren das Sieg gestartet. Weißt du was da passiert ist, das sei wir alle in Römer 1. Als sie Gott noch kannten, gaben sie ihm nicht die Ehe aus Gott und haben ihm nicht gekannt, die haben ihm nicht gedankt. Sie geben sich in ihr Denken mit verkehrten Gedanken auf, so dass das Diester in der Auferstand hat, überhaupt nicht. Sie wollten nicht sagen, dass du ein Gott hast. Sie wollten nicht sagen, dass der auf einen Rara geschickt. Und sie wollten nicht, wie sie rein aller schuldig den unterkennen. Aber weil sie das nicht deuten, sie haben sich lieber einen anderen Gott gemerkt. Sie deuten lieber dort, wo die gemerkt hast, deinen. Und dann sagt er, du wen hat Gott an Hand gegeben. In der Einigkeit, wo nur sie im Harten gelassen deuten. Und dann sagen wir dort, ein Mensch kann jährlich handgegeben werden, und ein Mensch kann jährlich handgegeben werden, und der wird ganz vertrampelt. Der wird ganz, wenn die Charakter dort, was Gott hier gesagt hat, die dann dort sieht, dann sei ich nicht zu brauchen. Als dat die bis noch von der Welt vertrampelt wird.
Vielleicht wollt ihr noch ein Stutz hier in der Welt, so er gemütlich leben kann. Vielleicht wollt ihr ein großes Gefallen kann haben an die weltlichen Dinge. Vielleicht wird das alle noch eine Zeit lang sein. Aber dort ist alle Titen, dass die rückgeschert worden sind und von der Welt vertrampelt worden. Das ist, warum das so wichtig ist, dass wir nur kicken tun, wann der Rat an uns kommt. Dass wir nicht so foolish sind, als das Volk Israel wird. Hij komt naar de Sinje, aber die Sinje nemen hem nicht ab. Hij sagt, je zijn dat Licht für die Welt. Hij sagt nicht, je sollen ein Licht sein für die Welt. Je zijn dat Licht. Dat is allmählich eine starke Verstärkung, die auf einen Boy liegt. Dat ist allmählich. Das geht gut zu verstehen. Wir sind das Licht für die Welt. Wenn wir nicht Christen sind, und wir nennen uns aber Christen, wir sind da noch ein Licht für die Welt. In der Welt, der du wegen, wenn wir uns Christen nennen und aber nicht so leben als ein Christ, du wegen verspottet dich Gott sie nun. Du wegen wird Gott sie nun entehrt, du wegen wird Gott sie nun verlassen hat, wegen falsche Christen, was sie Christen nennen, und sie leben. Sie sind auch ein Licht. Aber das ist so ein Licht, was über so eine Weich dachten, dort Weltmenschen, oder so eine Wort noch nicht, verhebst nicht im Glauben, sie sagen, man, dort soll ein Christ sein, dann habe ich da nichts mehr zu tun. Er sagt, ihr seid ein Licht. Kann ihr dort im Verstärk holen? Fragt das. Kein Mensch, also wenn ich sage, dort ist allmählich eine Stadt zu verstärken, der auf dem Bau liegt. Dort ist allmählich, dass jeder kann im Verstärk holen. Je sind ein Licht. Was dacht du, ich das Licht rührt? Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestellt die unter einen Armer. Der wird doch auf eine Lampenhalle gestellt, das du vor allem im Haus Licht ist. Das kommt alle für den Tag. Das Licht, was du dachten, das kommt alle für den Tag, was von Licht das ist. Und dann sagt er so, lut ihn Licht, lut auch ihn Licht für die Menschen schienen, dass sie jene gute Worten seinen und jenen Führer im Himmel du verloben. Das ist, woher uns handelt so. Dann lut es auch zu sein, dass es gute Worte sind, was du schienen. Wenn es war nicht. Und warum sagen wir, dass das ist ein das Salje, was ich hier sage. Das Licht in das Salz. Weil, fällt Ihnen dort noch bei von dem Traum, was Pharao hat? Der hat auf zwei Salz den Salje Traum. Aber auf einen Salz hat er dort mit Ohren und einen anderen Salz mit Keh. Und Josef, der wird diesen Traum ausleihen und er sagt, das ist ein das Salje. So wie die Schrift im Meier steht, was du denen zwei schon, das ist ein das Salje. Das ist ein das Salje. Und bis wir mal die hebräische Weich, hebräische Weich, zum wir ausleihen, oder zum wir weg ableihen, dass wir mal, wenn sie dort eben wahre holen. Das ist, warum Jesus mal sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage. Und so hier sehen wir, das Salje, das wird bis wahre holt. Mit das Salz kommt Jesus von einer Kant an uns nehmen, und mit das Licht kommt er an eine andere Kant an uns nehmen, dass er uns von beiden Seiten zu holen kriegt. Und er sagt, das Salje mit dort. So, was ist dann nu? Wie sollen das, was das Salz getan hat im Alten Testament? Was das Salz getan hat im Alten Testament? Das Salz hat das getan, was das soll tun. It accomplished everything. Korrekt dort. Aber dann sagt er, wenn das Salz so dumm wird, dann ist es nicht mehr zu brauchen. Im Neuen Testament, hier sehen wir dort, wenn wir nicht wollen, ist das Neuen Testament aufhören, was der dort Salz? Was soll das Salz tun? Weil das Wort war korrekt, das soll je tun.
als wo du das gegeben hast. Das Wort, das soll je doen. Maar we moeten kijken doen, wo Paulus zelfs dafür weer dat die Wahrheit soll bewaard worden. Dat hij abroepen da, dat ze zich soll abpassen, dat ze zich niet verleiden laten. Dat war datzelfde. Dat Salt war Arbeit dat. Wenn je dat niet doen, dan is dat niets meer te gebruiken. Zum Salt sein im Neuen Testament, hier sehen wir dort, wo Paulus hier in Apostelgeschichte 20, Vers 26 redet. Und dit is die begebenheid wo hij zich met de Ältesten stoptrafen hat door en meer. Hij wilde voorbij reizen. En zo hij redt door lang met eind en warnen eind. En hier in de 26e vers, Apostelgeschichte 20 vers 26, hij zegt, deswegen zei ik nu dat van jou ganz klar, dat ik aan keinen Mensch zijn bloot schuldig zie. Weils ik heb mij niet geschied, jint alles te zijn wat God im Sinn hat. So wirkt über jint zelfs, ich will hier und hier kommt das all. So wirkt über jint zelfs. Das ist, was das soll zu tun hat, das bewahren das. So wirkt über jint zelfs und auch über die Herd, über die der Heilige Geist jint aus Absicht der Gestalt hat, ein Hort über Gott seine Gemeinde zu senden, der er sich mit seinen einen Sehen sein Blut gekauft hat. Ich weiß, dort wann ich ihr schwor wach sein, waren rietende Wilf manchen kommen, die der Herr nicht verschonen waren. Du waren sogar von jenen einen Menschen angeabstoßen, die Wahrheit verdrehen waren, Anhänger für sich zu kriegen. Deswegen seid wacker und denkt daran, dass ich 3 Jahre danach alle Matronen vermont habe. Und nu übergebe ich an Gott und sein Genoden wird, dass die Kraft hat, abzubauen und ein Aufgabe zu geben mit all die Taub, die geheiligt waren. Ich habe das sagen, das hat einen ganzen Sinn, dort im Neuen Testament, dort soll wieder gebraucht werden. Und dort ist das wird bewahren. Die sind je bewahren. Und glaubt mir dort, wenn das im Alten Testament dort getan hat, wurde zu was das wird, dann wird das nu auch wieder da. Und wenn wir das sollt wollen, zu irgendein Satz wird brauchen, als zu was das ist, dann ist das nicht mehr zu brauchen. Und weil er sagt, wie sind das sollt? Wie sind das sollt? Und wenn wir das nicht wollen, dort zu brauchen, zu was das bestimmt ist, dann sind wir nicht mehr zu brauchen. Da wo wir bis richtig schmieden und vertrampelt worden. Das habe ich gesehen. Wo kann wir vertrampelt worden? Wir können vertrampelt worden, wenn wir die Wahrheit nicht leiden können. Wir wollen das lieber so anstellen, dass mir das interessiert. Wir wollen das lieber so, dass die Menschen das mehr sehen merken. Oder wir würden mal sagen, dass Paulus zu den Galater sagt, mich wundert dort, dass die den so schön verloren haben und ein anderes Evangelium angenommen haben. Wenn du wirklich kein anderes Evangelium ist. Die wurden verdreht und eingeschmiert von denen, die Jesus sein Evangelium verdreht. Du hast kein anderes Evangelium. Das soll erst das wahre Evangelium bewahren. Und wenn die nicht das wahre Evangelium bewahren, ist das nicht mehr zu brauchen. Was bloß noch richtig schmecken, und das sind, wo die erste Erlehren von seinem Ritt gekommen auf dieser Welt. Die erste Erlehren, was auf dieser Welt sind von dem falschen Evangelium Ritt gekommen. Die haben alle ihre Worte durch so. Und er sagt, das ist nicht mehr zu brauchen, das bis das noch richtig schmecken wird und vertrampelt wird. Und wenn wir mal kicken dann, das falsche Evangelium, was gepredigt wird, wo das so sehr zentrisch ist auf den Mensch, wo der Mensch so sehr der Center von das alles ist. Wie lange dauert das, wenn ein Mensch bis, wenn man sagen, du hast nicht Kirche, und da wird ihre Graufasch und ihr Graufasch ist schon einmal geglaubt haben und das gepredigt ist, dass sie sich an das wahre Evangelium holen und die nu kommen, die fangen das all nicht mehr so sehr an interessieren. Die tun das ein klein bisschen verdreht. Die tun ein klein bisschen den Mensch sein Gottdenken mag. Wie lange dauert das? Bis das Evangelium ganz richtig geschmitten wird. Uit der Kirche.
Und dat wordt dan best nog vertrompeld. En waarom moet je vertrompeld worden? Wo kann das Evangelium vertrompelt worden? Zo'n gelast, als du von der ersten Tag über Gott seine Allmacht gepredigt wird. Zo'n gelast, als du von Jesus seine Allmacht und von Gott seine Sovereignty gepredigt wird. Das ist, was da passiert. Das wird nicht bis noch vertrompelt. Menschen, die das Evangelium, das wahre Evangelium nicht vertrauen können, die sagen, Christus dit groß. Die worden was richtig geschmeten und worden vertrompelt. Aber sie meinten das gleich, dass sie vertrompelt waren. Sie meinten das gleich. Sie glauben noch, sie haben die Wahrheit. Aber sie haben keinen festen biblischen Grund, um das beweisen, dass sie die Wahrheit haben. Paulus warnt uns dafür. Die warnen uns so dafür. Wirkt über ihn selbst. Und über die Herd, über die Gott ihn gesagt hat. Wirkt du über. Das kriegt das nicht soll passieren. Dann kann wir sagen, wir sind das Salz. Und dann kann wir sagen, das Salz das, was das soll da. Aber wenn das Salz so dumm wird, und das dreht sich von der Wahrheit weg, und die wollen lieber Menschen die Ohren kitteln, so Paulus zu Timotheus sagt. Sie wollen sich lieber lehrerisch anschaffen, die wird im Bus noch so, die wird nach Busse reden, was in die Ohren kitteln wird. Sie wollen dort lieber haben. Römer 12, Vers 1, du als Paulus so klar macht, was das soll nie wieder zu tun haben, was das Licht auch nie noch wieder zu tun haben. Er sagt, Brüder, weil Gott so viel Genut und Mitleid und Jünd bewiesen hat, ermutigt Jünd, auch jenen Körper Gott zu geben, als ein geheiligtes, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann. Laut dort den jährlichen Gottesdienst sein. Ja, aber wenn Gott das getan hat, nicht heeft ihn han. Jenen Körper, auch jenen Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendes Opfer. Er sagt, und stellt ihn nicht so an, aus dieser Welt hat. Die soll in der neue Gesinnung verändert werden, dass die weiten können, was Gott sein wollen, was Gott angenehm und vollkommen ist. Das ist, wo Gott uns bewahren hat. Das ist, wo Gott uns durchstellen hat. Und das Salz bewahrt uns. Und er sagt, aber wie sind das Salz? Er sagt, wie sind das Salz? Dann haben wir eine Abgabe. Was tun wir mit das Salz? Dat we dit bewahren, dan wens Paulus zelf sagt an de Ältesten, hat auch ab den Salz und ab der Herd. Wir sind nicht ohne Verantwortung. So belastet, als wir sind geworden, wo sie sagen, okay, woran beten ihr dann überhaupt? Oder woran predigt ihr für das Evangelium, das wir nicht getan haben? No, wie geht uns han erst mal eine Abgabe? Wie geht uns han erst noch mal eine ernste Abgabe? In Timotheus, 2. Timotheus 3, da sagt Paulus es dit, und das ist ein von den Versen, wo das wichtigste Wort fällt in Kontext genommen, wenn wir von mennonitischer Welt reden. Dann. Weil er sagt, du überblieb bei dort, wenn das du beblieben, was meint das, das soll bewahrt werden, das soll du bleiben. Dat soll du bleiben, dat soll bewahrt werden. Er sagt, du überblieb wie dort, was du gelehrt hast, und die unvertritt hast, wenn du weißt, von wem du dort gelehrt hast. Und willst du von Kindheit an mit der Heilige Schrift bekannt bist, kann dir den Weg weisen, wo du durch den Glauben an Christus Jesus kostsäulig war. Alle Schrift von Gott gegeben, es wird voll uns zu belehren, uns auszubessern, uns treu zu weisen und uns te unterrichten, wo recht te leben. Zodat ein Gottesmensch in Sturm ist, in gute Worten geschickt zu sein. Dass wir ein Verständnis haben, was gute Worte sind. Dass wir ein Verständnis haben, wo benehmen wir uns. Dass wir ein Verständnis haben, wo leben wir. Wo gehen wir mit unserer Familie an. Wo gehen wir mit unseren Brüdern und Schwestern um. Wo gehen wir an unsere Arbeit um. Wo tun wir das alle? Weil die Schrift sagt uns dort. So wir haben eine Abgabe, dort zu bewahren, was uns als unvertraut war.
Wir haben eine ganz klare Abgabe. Wenn Paulus sagt, dass der Timotheus, du überblieb wie dort, was du gelehrt hast. Der weiß nicht keine Schlauwechseln mit dir, der weiß nicht keine Pickenräder mit dir, der weiß nichts von uns dort. Was hat er gelehrt? Der hat das wahre Evangelium gelehrt, der hat Gott sein Wort gelehrt. Das kommt hier in Kontext wieder zu lernen. Und willst du von Kindern auch mit der Heilige Schrift bekannt bist, sagt das hier. Kann die den Weg wiesen, wo die durch den Glauben an Jesus Christus seilig war. Die best bekannt damit, nicht bewahrt. Das wird soll das. Und dann das Licht, das scheint, der Beweis das doch, das Licht, was du dann dachen das, sagt, so dass ein Gottesmensch im Sturm ist, in gute Worten geschickt zu sein. Wenn der in gute Worten geschickt ist, das Licht das zu sein. So wie wir das gehen Hand an Hand. So was wollen wir von das gelehrt haben? Ich will das hier wieder erkennen, Tientimers von mir. Wenn wir wollen tiefer gehen, wenn wir wollen in Einzelheiten das durchgehen. Aber hoffentlich, wo wir das Luther noch kennen, vielleicht noch mal durch eine Bibel stehen oder irgendwo da tiefer gehen. Aber was ich sagen will, ist das. Wir sind hier wegen einer einzigen Ursache. Und das ist wegen der Ursache, woran Gott uns hier gesagt hat. Und wenn wir so dumm sind, dass wir dort nicht gleichen, der Ursache, woran er uns hier gesagt hat, dann sagt die Schrift, dann sei wir das nicht zu brauchen. Wir sind das Licht von dieser Welt, und Gott hat uns dort gesagt, dass wir sollen uns Licht schienen lassen, dass unsere gute Worte sollen zu sein, dass das soll zu sein, was Gott an uns getan hat. Wenn das nicht, dann sei wir das nicht zu brauchen. Das ist mal, ich glaube, einmal woran in Christ, wenn er noch mal prüft, der will noch mal sich in der Welt verwickeln, der hat bloß einmal gut gleich damit. Das schafft es gleich. Der macht einfach bloß ein bisschen mal zu schon gehen. Und dann kommt dieses Jan verloren aus seinem Trainerhaus und sagt, ich sehe das nicht mal wird, den sehen zu sein. Weil die sehen wirklich gemerkt und dort im Schweinhack sein. Die werden nicht gut haben. Die wir gemerkt haben, wie den Führer sein. Wir sind nicht gemerkt, zumindest in dieser Welt der Schweinhack sein. Wir sind gemerkt, zum wir den Führer sein, in den Deuten. Und dort soll zu sein sein. Und wenn wir dort nicht wollen, dann sind wir das nicht zu brauchen. Als dort bloß uns noch was vertrampelt war. Das ist mein Wunsch, dass wir das noch verstehen können. Wir haben einen Purpose hier. Und der Purpose ist, dass wir Gott dienen mit alles, was wir haben. Mit uns ganze Säule, uns ganze, was immer wir haben. Und wenn es so langweilig wird, dann glaube ich nicht, dass wir wollen was Besseres finden in dieser Welt. Wenn du ein Gotteskind bist und du jetzt vielleicht noch eine Zeit lang, die probst die in dieser Welt anzusiedeln, glaube ich nicht, dass du das zu lang wirst kann. Du wirst das nicht können. Wenn du erst ein Schweinhack zu legen kommst, du hast nicht wollt wie den Führer sein, und der Führer sagt, aber das ist mein Sehen, was? Die wirst Trikot. Die wirst Trikot. Die wirst Trikot. Die wirst die schämen. Die wirst dir das nicht wertvoll überhaupt in Sehen zu sein. Aber die wirst Trikot. Die wirst das morgen. Die Beste das nicht zu brauchen, als bloß zu dort, was Gott dir gesagt hat. Das ist uns Trost. Dass der Gott, der wird uns will, von dem, dass er die Welt den Grund legt, er hat seine Ohren an uns neu gesagt, und er merkt schon, dass wir in die Hand kommen. Aber die Christen ist diese Warnung gegeben. Für sich gleich ist mal die Welt zufriedenzustellen. Du wirst ihn unmals mehr dran. Die wollen unmals nicht kennen. Das wird unmals allerfleverig und wahrlich werden. Und vielleicht mess je in Leben noch ein lang ab. Die kann je all den Trouble all sparen. Die derben, all die Jungen. Dat is gewoon nodig dat je eerst mal zo en zo diep in een zin leven. Dat is gewoon nodig. Je kan je al den trouble sparen. Je kan nu al, zoals Timotheus, je kan nu al Gott dienen. Je worden zoveel troubles in je leven sparen.
Und das ist, was wir gemerkt haben. Dass wir das Salz sein auf diese Erde. Dass wir sein Wort bewahren. Dass wir das Wort bewahren für unsere Kinder und für unsere Großkinder und für all die Nachkommen, all die, was Gott nach roten wird, dass wir das bewahren. Glaub nicht, dass wir so gleich wollen aufkommen, wenn wir da wollen glücklich über wollen. Das ist schrecklich, in den allmächtigen Gott seine Hände zu fallen, wenn wir aus Sünder gefangen worden. Den Trouble werden wir uns sparen. Und wenn wir in Licht sind, so ist heute all bestimmt hat, was wir wollen sein. Und wenn wir das Salz, sein, so ist er gesagt, je sind das Salz. Je sind das Salz. Und ich will jeder in den Tod und ich weiß, dass wenn du wer gerat hast, dann hast du gerat. Und wenn du dann mit Stroh bühen das ab den Grund, wo boven er gerat hast, dann redet er von ab den Grund von Jesus Christus. Und der Gerichtstag wird es für einen Tag bringen. Von wo ich in jedem einen sehen, wo ich ist. Und wenn dort die 4 Pro wird bestehen bleiben, dann wird er Lohn kriegen. Und wenn dort Werk über was verbrannt worden, dann wird er Schulden leiden. Aber das interessante Ding, was man nicht so recht kann verstehen, was das meint, das ist, er selbst über was geraten worden, über Mujrot so aus ihm 4 gerät. Meint dort, dass ein Mensch hier kann in der Welt leben, so Boys leben, aus ihm Fleisch und Blut will? No, hör mal, was er sagt. Ab dem Grund, der bietet ab Christus. Der bietet nicht ab der Welt. Paulus redet von dem Grund als Christus. Ab dem Grund bietet er mit Stroh. Und er wird Schulden lieben. Wenn Gott am was raten, wenn Gott am was gnädig sein. Ich sage das mal einmal diesen Zweig. Du hast eine Person, die glaubt an Gott, aber die ist mit so einem Dontig und die geht mit so mit den Schwungmat oder was immer. Die strengt sich euch an, oder die schafft nicht so viel nach Raum, wo er sein christliches Leben führen wird. Aber sein Vertrauen ist auf Christus. Der wird sich schämen. Der wird sich schämen. Das ist dass Gott den Wort verdammen, wenn Gott wird ans Rechten, ans Verdammen, tun als wir gehandelt haben, muss er uns bis nach wahre alle verdammen. Wenn so viel habe ich nach wahre nur der Radung gesündigt. So wir wollen, dass das lauter genug. Dass wir gerat sind. Was woran will wir um Gerichtstag Schulden liegen? Woran will wir nicht lieber die Antwort haben? Du Gora trüge Knach. Die bist über wenig trüge was. Ich würde über viel sagen. Das ist doch nicht der Antwort, was wir wollen haben. So, können das viel sein? Können mit sich geloten sein, sich nicht anstrengen? Ja, ist das möglich. Aber über Schulden liegen. Ich will uns Mut mehr. Ich will uns anstrengen für Christus. Dat is wird. Nicht wegen, dann wollen wir gerade einen Lohn kriegen, das ist nicht meine Hauptsache. Nur wegen heu erst dort wird. Wegen heu erst dort wird, dass wir am Dein tun, uns wieder was für haben oder nicht. Das ist woran. Aber schlicht mein Gebet. Lass ihr recht davor, wie kommen wir verdienen, wie danken die verdient wird. Aber Herr, wenn das so klar reden wird, und einer sich so kalt feilt, oder einer so kalt kämpft, und einer so lang nicht noch Flied aufwendet, und einer ist so verwickelt mit den Dingen von dieser Welt, Herr, muss die nicht genug groß werden, und nicht nur noch rechten. Herr, das ist es, wenn einer denkt, du soll irgendwas für aber dein Wort verbringen, wenn einer kommt so kalt, einer ist so lang nicht dort, wo einer soll sein. Aber Herr, muss die dann wegkicken von mir, muss die dann lieber nicht die Salz kicken. Und muss die lieber dort aufhören, was die getan hast. Und nicht ab so einem schwachen Deiner aus das kicken. Und muss die das Wort,
wat als gepredigt worden, so in de harten aanplanten, zoals van die dat gereed hast, en niet als een schwacher Mensch. Wennst du veel en zoveel weet, wat in er zal broken, om dat recht uitleihen. En in er brok zoveel weet onnodig. Aber haar die alleen. Die alleen best die, wat met die jes werken deed. Zoals Paulus zegt in 1. Korinther 2 vers 4. Dat het niet Paulus zijn wijsheid weer, oder zijn menselijke weg, maar dat het die jes weer wat met veel kracht werken deed. En dat is wat ik aanbeden doe. Dat het die jes mag zijn. En haar, ik bid ook voor de kranken, voor die wat de lieden doen, voor die wat alleen staan, verwijzen. Wird für uns, wird Manna. Mocht die ook de alle wegen zijn, want dat eensamig wordt. En mocht die alle wegen troost geven, dat jeder einer mag abkijken naar die. En dat de hoopning bij die is, en niet op dingen van deze wereld. En himmlischer Vater mocht die ook met onze regering zijn. We weten dat de Weltregierung heeft zelf helemaal niet in Goud verhaben. We weten dat hij niet, dat rechtje zeken, niet in die wel zeken doen, maar die zeken er in één wel. Maar hij moest die ook door weer de hand verholen, dat ze maar dat doen kan wat die erlauben is. En mocht die de aan te broken als deiner, om die dingen beschützen en dat slechte strafen. Zoals die dat, Wutter die dat gezegd has. En hij mocht die dat geven, dat we kan weer in vrede die woord verbreiden. En dat die naam verherrlicht wordt in de ganze wereld. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen.